Herr Ehren Chamberpräsident, Herr Ehre Bürgermeister, die Damen und Herren aus dem Gemengener Schäferrot, Madame Nadine Bertrand, Präsidentin vom Comité National des Femmes, liebe Membres von der Familie Kullen, Herr René Kaufmann, Herr Guy Rippinger, wo ich nicht weiß, ob er schon hier ist. Bonjour, Herr Rippinger. Und dann Madame Isabelle Deville. Und wird erwähnt in alle Guren. Und alle Guren, die angeschlossen, die wir vergessen haben, speziell zu erwähnen. Ja, Fester soll ich feiern, wie sie fallen. Aber wir feiern halt kein Fest. Allerdings freuen wir uns heute, den Park offiziell abzumachen und ein Plakat zu devaluieren für den Park, dass er so wert auch dann einen zu gehen. Ich bin ganz froh, dass wir das heute machen können, weil die letzte Zeit tut das ein bisschen die Momente von Konvivialität, um zusammen gefehlt. Und ich bin ganz froh, dass er so zahlreich hergekommen sind, als eine Invitation erfolgreich gelebt wird. Der Auflauf von dem Ganzen ist ein bisschen so, ein ganz kurz Rede zum Bürgermeister, und dann ein kleines Wort von einem Vertreter von der Familie, von der Madame Kullen, anschließend dann noch ein Wort von Merci von der Madame Nadine Bertrand, weil das Ganze steht auch am Kader von der sogenannten Straßennehmen für Frauen. Und dann zum Schluss gehen wir dann an den Park ran, an die voilieren dann die Plakette, wo dann drauf steht, wie der Name von diesem Park dann offiziell ist, und offiziell, und dann zum Schluss erwidern wir dann natürlich auch, ob ihr hat. Herr Chamberpräsident, Herr Bürgermeister, Damen und Herren, wenn aus der leeft, Liebe geht, da kriegt das gemeinsam Glück in Num. Das größte Glück ist sehr oft ganz klein. Ohne Kanner wie als Welt eng wüst. So wie ein Wiss ohne Blumen, so wie der Sternenhimmel ohne Sterne. Ja, die Kanner bringen Glück auf Fried, machen vieles mehr lebenswert, bringen neue Ideen, neue Arbeiten. Ja, das Zitate, Zitationen, Gedanken unterstreichen den Wert und die Wichtigkeit von der Kanner. Ab und zu hören wir, dass an der Familie oder am Freundes- oder Bekanntenkreis ein kleiner Kant oder zwei oder mehr Kanner auf die Welt kommen sind, und wir freuen uns dann zusammen mit der Mama und dem Papa über die Geburt von diesen Kanner. Als echt froh an Interesse fokussiert sich auf die Kann und auf die Mama. Als alles gut gegangen, also der Junge oder Mädchen, als Mama kann gesund, geht es ihnen gut. Ja, eine Geburt als etwas Flottes. Wohl wissend, dass der Weg dahin für die Mama und Kant auch schon etwas Spezielles ist. Verbunden mit der Friede, ob das was erwartet wird, oft mit kleinen Sorgen und kleinen Frohen rund um die Zukunft verbunden. Und dann ist der Tag von der Geburt. Vier Fried und vier Beredung auf den Tag. Ja, die Geburt sehen wir irgendwie als eine Selbstverständlichkeit und als etwas, was normal über die Bühne geht. Und einfach nicht. Erleichtert an ein wichtiges Steib an der Hölle, als dabei immer ein hier war. An der Regel eine Frau, die ohne Abhebens an Gedächtnis eine wichtige Aufgabe erfüllt und erledigt. Eigentlich eine Person, die bei einer Geburt dabei ist, für sie Männer kompliziert zu machen, aber vielleicht auch Männer schwierig. Ja, hiervan ist mehr wie eine Geburtshilfe. Es ist eine Frau, die bei der Geburt hilft, die Fried erlebt mit der Mama deelt, die mit vielen Leben wieder Courage möchte und die auch nur auf der Geburt der Mama und den Eltern mit Rot und Tod zur Seite steht. Und heute haben wir die Fried, eng hiervan zu ehren, eng hiervan, die an unserer Gemeinde eine große Rolle gespielt hat, auf vielen jungen armedischer, respektive ihre Mammen bei der Geburt zur Seite stehen. Madame Leonie Kullen, die ihren Beruf, und ich kann das bestätigen, weil ich war dabei, an Ami Conscience gemeistert hat, die ihren Beruf als Vokation verstanden hat, ja, es war ein passioniert hiervan, die viele Mammen aus Schöffling an dem Gegend
beim Accouchement von Kanner geholfen wird. Und ich freue mich, dass wir mit Herrn René Kaufmann, den Mann an unserer Mitte haben, den laut unserer Recherchen den ersten Puppelchen war, der bei der Madame Cullen an der Rue de la Gare auf die Welt gekommen ist. Bienvenue, Monsieur René Kaufmann. Könnt ihr schraubst erkennen gehen, du hast steht. Der Madame Cullen ihre Lebensweg war auch gezeichnet durch eine Krankheit, die nicht einfach gemäht wird. Und das Krankheit hat sie mit 50 Jahren so als Infirmier an das Spital gebracht. Und den Herr Guy Rippinger, auch ein Witte Haut bei uns, ja, das war scheinbar der letzte Puppelchen, den laut unserem Meldebüro an der Rue de la Gare die Licht von der Welt erblickt hat. Auch bienvenue, Herr Guy Rippinger, die noch wie gesagt bei uns ist. Aus diesen Überlegungen und aus vielen anderen Gründen wollen wir heute diesen Park, ja, das ist auch ein Zeichen von neuem Leben mit den Blumen, die hier wachsen sollen, mit den Sträuchern, die uns erfreuen sollen, mit den Hecken und Bäumen, wollen wir dafür der Madame Cullen einen Ehrenplatz hier an Schöffling schenken. Sie hat viele Kannert Leben sozusagen geholfen schenken und wir schenken hier einen Ehrenplatz. An diesem Park sollen wir Park Leonie Cullen dürfen. Etwas, was zumindest zu den Zeiten von der Madame Cullen noch üblich war, bekannte schwarzide Puppelchen an Kirche begleitet, während wir bei der Kantauf zu drohen und dafür, als sie auch reichlich mit süßen Dragien beschenkt gehen an unsere Geschenke mit Madame Cullen, als wie gesagt, der Park. Es wurde dus ein Merci für die Leif, für die Assistenz, für die Affektion, ja 3 Begriffe, die Leif für die Kanner, die Assistenz für die Mammen und Zuneigung am Beruf, die uns dazu gelegt haben, der Madame Cullen haut hier das Lebenswerk, wenn ich das so kann sagen, zu definieren. Madame Cullen geboren 1913, hat also die Jahre vom Krieg voll miterlebt als jung Mädchen. Ja, und sie ist 1967 verstorben. Ein Park, die Damen und Herren, an der Entree von Schöffling, mit Symbolcharakter, auch als eine Verbindung zwischen unseren Büsch, den ich gesagt der Meeresbirsch, das der Blick dahin an eben noch dem Naturschutzgebiet Brill. Ein Park, wo man auch zu Ehren von der paramedizinischen Beruf war, ein Baum für den Engagement während der Covid-19-Zeit gesagt hat, noch da haben wir ein Plakat überrascht. Ein Baum, den wir damals, das geht zurück auf 2019, gesagt haben als Zeichen von der Hoffnung, weil damals war es nicht so einfach, die Covid-Zeit hinter sich zu kriegen, den wir auch gesagt haben als Zeichen von Merci für alle guten die während der Zeit Spezielles gelegt haben. Ein Zeichen aber auch für Courage, dass wir wissen, immer nur schwierigen Zeiten, immer nur Donnerwiederen, kann durch eine neue Zeit, die unserem neue Chancen gibt. Ein Park, wo auch die Skulptur von mir Adi Deville sich nicht zu einem neuen Leben soll herauskristallisieren. Eine Skulptur ist Mengen aus Koffer an Bronze, vielmals merci für die Hilfe, die aber auch eine gewisse Natürlichkeit zum Ausdruck bringt, eine Natürlichkeit, die sich auch an einem jungen Leben zurückspielt. Ein Park, den wir auch als Centre de Rencontre für als Mottbürger gesehen, wo auch einer Monumente einen neuen Platz sollen kriegen, wo als 3 Elefanten momentan auch platziert gesehen. Alles als Zeichen für Fantasie und für Diversität von dem Ganzen zu machen. Zum Park selber ein paar Worte, weil vieles finden an der Dokumentation, die man der Presse ausgehändigt haben, zum Park. Suppression von den Passageniveauen haben dazu geführt, dass man eine neue Entree an Schöffling rankriegt haben. Viele haben mit einem skeptischen Blick geguckt gehabt, heute leben wir mit der Suppression von den 3 Barrieren, die als viel Stauplätze gemäht haben, hat sich ergeben, dass auch diesen Eck soll neu belebt gehen, neu organisiert gehen, sowohl verkehrstechnisch wie auch planungstechnisch gesehen mit einer Fußbrücke, mit neuen Parkplätzen, mit einem Velosweg, die von den Hudlen Hai Lernskirch hat der Gemenge durch bis Richtung Esch wird feiern. Und wir wollten hier eine freundliche Geringfläche kreieren, einen offenen Platz mit Licht für die Bütter, die immer im Überhand hält, wenn Neues gebaut wird, für den ein bisschen zu verstoppen. Je ein so
wird eng Espace wird etwas Konviviales, wo die Leute sich sollen wohlfühlen an Schmengen, das würde ich so matkrit tun, die Leute fängt schon an, sich zu akklimatisieren und sich auch wohl zu fühlen. Das ganz waren Arbeiten, die natürlich nicht aus dem Arm gerüsselt sind, das waren Arbeiten, wo ganz viele Leute am Detail müssen drunter planen, am Detail müssen drunter schaffen. Das geht doch zurück auf freieren Gemengen der Chefrot, die erste Decisionen geholt hat, bis dann eben an diese Chefrot ran. Vieles hat sich heilo zum Guten gewendet. Wir haben eine Reihe Leute, merci zu sagen, was ich da von dieser Platz aus will machen, die in den Bauarbeiten direkt respektive indirekt beteiligt waren. Als Ingenieursbüro und auch für die Statik zuständig, Schreider und Associé, zuständig auch für die Sicherheitskoordination. Generalunternehmen Sopinor, wo ich ganz froh bin, dass Herr Pinto mit seinen Leuten bei uns ist, den Landschaftsplaner Büro Ernst a Partner und dann auch das Parkleitsystem Post, den eng Hand mat ugepackt huet, an noch eng ganz Reihe von anderen Servicer, die Hand mat ugepackt hun. Und dat wird Leiit immer so wat so ganz flott ginnners, dat das net allein mat den Händen von der Gemeng a von de Leute, die fir runnner geschafft gemet, mit du sommer ganz große Merci und Leiit von de Fleur en Fleur, die diese Weh, wann ihn zu Fuß oder wann ihn mat enger kann er Kutschrei will derop goen, dach in angenehme Weh als fir Hai hinner op des Platz zu kommen. Ja, dat ganz huet ugefangen am November 2020, war geplant, dass het Ufang dieses Jahres soll weit realisiert sie mir sind lo Ende 2021 bald September. Wir sind an der letzten finaler Phase. Demnächst geht doch Richtung Goer geguckt, die ganz Alvis Kaiserstraße asphaltiert, nicht alphabetisiert, asphaltiert, sodass man dann an den letzten Tisch sind noch alles Richtung Gemenger Kirche geguckt, als ja mehr oder weniger fertiggestellt ging. An dem Dokument, was die Presse hört, du seid ihr noch nach Bilder, wie es ausgesehen hat, was für ein Arbeiten hier gefallen sind, das ist auch ein bisschen flott für das zu gucken. Das Ganze wird natürlich auch sein Kostenpunkt. Wir haben den 8. Juni 2020 vom Innenministerium genehmigt, dass wir hier von 1,7 Millionen Euro dürfen investieren. Wir sind an der aktuellen Aufrechnung ein bisschen mehr hoch. Wir werden im Gemengerot auch müssen eine Reihe von Devis supplementären präsentieren. So, und da gibt es keine Überraschung am nächsten Gemengerot. Das Ganze hat natürlich auch seine Ursachen. Das Logitfragen sind frei, die los die Ursachen so zu erklären. Wir erklären sie so, wir hatten in Covid-Zeit, wir hatten so Missionen gemäht, die auch nicht immer einfach waren zu gestionieren. Wir letzten Endes schon mal einen flotten Platz realisiert, die den Schöfflinger zu gut wird kommen. Voilà, soweit zum Park, soweit zu Menge wieder. Ich bin wie gesagt ganz froh, dass wir die Plätze können offiziell abmachen, dass wir dahin können gehen. Also okay, die Platz, das gibt ein Flottplatz von Beam nach bis sie gewusst sind, so wie Kanner, die auf die Welt kommen, hier auch wissen und dann kann diese Bemol nicht mehr rum. Kanner, bei der Beam ist das doch so, das war am Anfang zärtliche Streich, die da waren, hier sind nicht groß echt und das ist ein Platz, wie gesagt, von der Hoffnung, das ist ein Platz vom Merci, das ist ein Platz vom Courage, das ist ein Platz von der Konvivialität und ich wünsche all denen, die hier auf die Platz kommen, an die wollen beleben, viel Spaß und viel Frieden. Und ich will von dieser Platz also auch all denen Merci sagen, die hier Hand mit ugepackt haben und dafür gesorgt haben, dass wir so einen Flottplatz können erweihen. Guten Mittag, mein Name ist Chantal Doffing und ich bin Enkelin von der Madame Kohlen. Am Namen von der ganzen Familie, so mir der Gemeinde Schöffling, merci für die Eier, wo dir unser Mann, Boma und Urboma erwiesen hat. Mein Boom hat es nicht einfach, wie sie zur Kriegszeit Maternität heute zu Schöffling abgemacht hat. Oft, als sie damals nach meinem Velo bei Allwieder an Notbestürfer gefahren, wenn Frauen wollten daheim accouchieren. Späterhin hat sie den Führerschein gemacht, an meinem Auto, also tun mir einfach gern. Sie hat immer viel müssen schaffen, Tag und Nacht. Mit Leuten waren immer ganz zufrieden bei ihr.
Natürlich hat zu der Zeit aber auch ganz Familie müssen eine Hand mal packen. Nachdem sie das Mädchen Gabi fertig war mit der Schule, sie hat der Firma geleiert, hat sie ihrer Mom auch geholfen daheim. Wie mein Boom du krank ging und die Maternität hat müssen zumachen, als sie nach 2 Uhr lang 8 Stunden den Tag an das Spital arbeiten gegangen, bis sie am Alter von 54 Jahren 1967 viel zu frei am Spital und Krebs gestorben ist. Auch heute denke ich mir noch viel an sie, als ich stolz, dass wir heute hier am Park zu ihren Ehren können stehen. Vielmals merci. Herr Burgermeister, liebe Membre vom Schaffener Gemengerot, liebe Membre von der Gleichstellungs- und Bürgerkommission, die Damen und Herren, als Schöfflinger Bürgerin freuen ich mich heute ganz besonders bei der Erweihung von dem Madame Leonie Cullen Park dabei zu sein. Bereicherung durch Person und Werk von der Madame Cullen ist ganz groß für uns Gemeng. Und dafür hat sie mehr wie die Anerkennung zur Benennung von diesem Park verdient. Als neue Präsidentin vom CNRL bin ich aber auch stolz, dass wir durch eine langjährige Aktion Les Rues au Féminin zu der Erweihung von diesem Park beigetragen haben. Erlaubt mir dafür, als Aktion kurz vorzustellen. Wir haben das Projekt Les Rues au Féminin im Jahr 2009 ans Leben gerufen. Wir wollten anhand von Zahlen, schwarz auf weiß, als Vermutungen belegen, dass Straßen und Plätze in unserem Land Seelennotungen im Namen von einer Frau drohen. Und wir sollten Recht behalten. Nämlich 1,5% von den Straßen zu Lützeburg waren am Jahr 2009 nur einer Frau benannt, par rapport zu 17% nur Männer nehmen. 1,5%, das waren zu dem Zeitpunkt 57 verschiedene Frauen, die den Merit hatten, dass eine Straße nur hinten benannt war. Sie waren mal mehr oder Männer bekannt, Pionierinnen, Lützeburgerinnen und internationale Persönlichkeiten. Sie haben sich aus ganz verschiedenen Domänen aufgehoben. Sie wird an der Politik, Resistance, Education, Wissenschaften, Sport und Kultur. Ihr Leben und Werk fand ihr an unserer Broschüre und an unserer Ausstellung Les Rues au Féminin. Wir sind noch ganz froh, dass uns alle bei den Gemengen Anklang gefunden wird. Es ist wichtig, dass bedeutende Frauen auch hier Platz an der Öffentlichkeit tun und aus der Vergessenheit herausgeholt gehen. Auch sie drohen zur Lützeburger Geschichte bei und goufen über die lange Zeit von den Geschichtsschreibern ignoriert. Gleichstellungsorgane an den Gemengen, surtout Gleichstellungskommissionen und aber auch Gemengeresponsablen, haben unserem Appell, diesen Missstand zu ändern, Rechnung gedrohen. Die Anzahl von den Frauen, die eine Straße nur sich benannt haben, klimmt dann auch von Jahr zu Jahr. Los aber sicher, Jahr 2015 von 57 auf 87. Der Prozentsatz liegt dann bei 2%, die von den Männern bleibt bei 17%. Wo stehen wir heute? 2020 haben wir ein letztes Recensement gemacht. Wir haben landesweit 116 Straßen, die noch Frauen benannt sind. Demnach kommen 42 neue Straßen bei und der Prozentsatz ist bei 2,2%. Auch von den EK zwischen den Frauen und den Männerstraßen nicht klein wird, so ist die Diskrepanz aber noch groß. Wir gehen also Aktion nicht mit, aber mit neuen gezielten Aktionen wie zum Beispiel als Sensibilisierungsaktion am Kader vom 8. März des Jahres mit dem Namen Affichant Legalité kommen wir also im 10 Minuten. Es sind hoffentlich, dass die Gemeinde Schöffling auch bei dieser Aktion mitgemacht hat und unter anderem der Madame Cullen symbolisch eine Straße gewidmet hat. Vielmehr froh sind wir aber, dass Madame Cullen einen offiziellen Platz kriegt und wir hoffen, dass es nicht mehr dabei bleibt. Geschwind lanciert den CNRL eine neue Aktion am Kader von dem Projekt Les Rues au Féminin. Wir werden sie am Hirsch vorstellen und wir hoffen, dass auch sie einen guten Anklang finden. Ich sage euch vielmals merci für die Nullausstrahlung.